Goedemorgen. Ik freue mich hier zu sein. Wenn du durchsetzt, dann wollte ich mich verbistern in Sonntagsschule, wenn du musst einmal durchsetzen. Nicht der Kreis. Hoffentlich best bald gesund. Sehr gut. So, vier Sonntag, wie ich aus Ägypten rückgereist stammt. Ich vertraue mal so, ja. Was wird das letzte von vier Sonntag schauen? 8. Pleo. 9. Pleo. Mooi wit. Sehr gut. So, dann will ich eine Topfoto machen, du bloß noch sagen, dass der letzte Pleo wird das perfekte Opfer. Und dann will wir wieder lesen. So, Dankeschön, Isaac, für Sonntagsschule übernehmen wir das hier nicht wieder. Wir haben einen Park, wo wir nennen den Exodus. Also, dort bedient hier rückkommen. In Ägypten wird das Bild von Sinn, von Sklaverei, von Bedeutung. Und dann fing wir dort Gott zum Beruf und er merkt dann dessen Gnudenswerk, dort Volk zurückzuholen. Und in der 10. Pleo ist dann der Erstgeborene, der Tod. Okay? Und wir weiten dort, der letzte Pleo wird der Schub, wo du musst geschlagen werden, du werden besondere Bedingungen bei, und dann wird du das Glaubenswerk. Also, wer immer will gerat sein, der kann sich vertrauen auf dort leiden, was Gott gesagt hat, und ein Schub schlachten, das Blut ohne Dernung lassen, und dann werden die verschont bleiben. Und das ist das Schmackebild von Rettung, was wir noch wollen, noch besser verstehen, nachdem wir durch die Bibel kommen. Wenn wir an diese Geschichte dann wiederholen, dann sollen wir uns die Frau fragen, okay, nu hat Gott ein Volk aus Ägypten rückgeholt, was nu? Und das, wo ich fing, wo wir Christen von der uns so leicht verbistern mit dem ewigen Alten Testament. Wir haben das so zu holen, dort was nicht passiert, ist bloß passiert, und dort hat aber einen so spezifischen Sinn. So, Gott holt sich das Volk aus Ägypten raus, und hat ihn einmal die Frau gefragt, wollen die überhaupt fort? Wollen die oder wollen die nicht? Hä? Nicht wirklich. Okay? Was lehrt uns die Geschichte von Ägypten? So, wir haben die Geschichte von Kapitel 5 bis 15 gut übergelesen. Das ist die Geschichte von wo Gott das Volk zurückholen hat. Als du ersten andienen und das Volk mal so ein Rechen verlangt hat, so war ich geführt. Moses jankert und die anderen müssen mit, oder? Okay? So, wenn ihr das kommende Werken, 2. Mose lesen, horch mal mit Ruth. Wer will alle aus Ägypten Ruth? Wer will du fort? Und dann umgedreht die Frau, schmieren die Blut und der und dann aus Angst, wenn die wissen, was Gott alles tut, oder schmieren die das Blut und dann, wenn wir wollen hier rüt, wir wollen hier fort. So, das ist bloß ein paar Frauen, was die sollen unbedingt fragen, wenn die 2. Mose lesen, dann hat ein Hänger gedacht, was ja auch mit dem Volk? Wollen die hier fort, sollen die hier fort, machen die hier fort, und schmieren die Blut und deren gerecht an, wenn na ja. Wenn du das andere Frau, was ich erst will fragen und vergessen habe, ist, wie viel Plauen von den Nähen passierten manch dem Volk Israel? Wofür? Je hebt het heel pakken, bloot, eiersafa, manch de Juden? 3 Stück. Okay, so, da wir mit verschieden du all mit der Pleo. Und an der letzte Pleo wir so, ja, nu kommt der Todesengel, und wie wird das schmieren Blut ohne deren Gerechte. Und dort passiert ein kleines Dinge, was die sollen unbedingt beim 2. Mose lesen und horchen. Von der wollen wir dann aber hier wieder gehen mit, wir sind nu aus Ägypten rückgekommen
En dat is een volk. Dat moet zo zijn. Okay? God heeft zich dat volk uitgehoord. En dan weet we dat die tragen uit Egypten uit. En wat merkt dat dan? Een beetje als Wezentjenger. Ja, de hand schijnt thuis. En wanneer je een vrouw wil ze dat hingen wij zoveel terechtgeeft, dan moet je weten dat we mensen nog niet thuis gehouden. En die woonden daar andere mensen in de landen. En dat is woher das terecht dan allemaal waren. Die willen je niet daar ter land daar lopen en dan juist dat ook al je jacht. Dat is wat er aanjing. So dit volk kwam in Exodus 19, oder 2 Mose 19, bij de berg Sinai. En daar passiert dan nu een ganze pak dingen, wat we moeten unbedingt verstaan, wanneer we volk Israël willen verstaan, oder Gottes volk, wat ik dat van jou zijn te nemen. So, draait me met op je Bibel nu 2 Mose 19. En dan willen we door zo aanvangen met wat passiert nu. So, God heeft zich een volk gehoord uit Egypten. Dat volk wie Abraham zijn nukom, en dat is zo wichtig dat te erwähnen, wegen God houdt zijn verspreken aan. En dan willen we ons door zo nu zum Anfang lezen, 2 Mose 19 en dan van vers 1 tot der feuer. Wer wil doorlezen? 2 Mose 19, 1 der feuer. Sehr gut. So, wir haben hier nu 2 Dinge. Uitgebracht, also die wird uit Ägypten uit. En wat wird er noch passiert? Huh? Ja, aber wohin? Sehr gut. Uit, nu Gott gebracht. Okay? Dat is een aanvang van deze geschichte. God heeft dat volk uit Egypten uitgeslagen. En hij zegt door, God zal zich, ik heb je nog meegebracht. En Moses heeft dan nu nombracht. Dat zegt in vers 5. Wanneer je nu horchen worden, naar dat wat ik zei, en je mijn bund houden worden, dan word je van alle volken op de aarde mijn ene volk zijn. Wanneer de ganze aarde meegeheert. So hier fängt dann nu een pak aan. Wat voor een bund? Wat voor een bund zullen we dan nu aanhouden? Huh? God te je horchen. Stamp. En wat zal dat brengen? Wat voor een soort? Gott sein Volk sein, aber du wirst nu wat weggemaakt. Stellt je vor, wir sind nu uit Ägypten zurückgewandert und wir sind in der Wildnis. Wir hier nur nicht thuis. Wir haben bloß Fleisch und Blätter gezahlt. Und vielleicht ein paar Kleider. Und nu haben wir uns in der Wildnis rausgelassen. Und Gott kann mir uns vertellen, und dann sagt Gott, wenn ihr nu hören wollt, und dort, nur dort, was ich sage, und ihr mein Bund holen wollt, dann war ihr mein Volk, dann war ihr von allen Völkern ab ihr mein eines Volk sein. Wann doch die ganze Erde mehr hier. So, Gott will zu den Menschen sagen, ich will ihnen ein Lohn geben. Aber, bei dort Lohn kriegen, kom bedingingen met bij, wat bij dit bund met bij weer. En we weten dat eerste en ganz graag wat we zullen weten dat geen andere God had. Bloos God alleen aanbidden, God alleen dienen, God alleen de eer geven, dat we het centrum van dat bund is, God anerkennen als de einzige ware God. Dit volk kwam hier nu in de wildnis en God vangt aan te vertellen en dan zegt dat door hier is een bund nog wat je harken zal. Dan zegt het in vers 6, je im Besonderen worden für mich eine Reck sein, wo ein jeder ein Priester ist, und je worden ein heiliges Volk sein, das sollst du den Israeliten sein. So das Land, das soll nicht bloß ein Stück Erde sein, das soll ein Reck werden. Ein Reinal. Gott will ein Land regieren.
Und dann sagt er so, dass das Volk ein besonderes sein, dass er Priester sein, das hat er dann mit dieser Relation mit Gott anbeten. Aber dann sagt er in Vers 7, Moses ging träg und raubt die Lehrer vom Volk taub und lädt an das ungefähr, was der Herr gesagt hat. So, das wird nun noch mal bloß ein Angebot. Gott sagt zu dem Volk, hier sind eine Möglichkeit. Wenn ihr will mich als Gott allein dein anbeten, dann will ich ein Land geben, ich will ein Gott sein, ich will ein König sein. Und dann kommt Moses träg und dann sagt er zu den Lehrern vom Volk, was leute, weil wir uns mal Gott als Gott anschließen. Und die Lehrer vom Volk antworten um 8, dann sagt er, und das ganze Volk taub, jäuft die Antwort trägen Herrn. Alles, was der Herr gesagt hat, war wir tun. Und Moses brach dem Herrn die Antwort. So das Volk Antwort trägt und sagt, oh ja, wir wollen mit Gott, mit vollen Schwung. Gott sein Bund, dort wo wir anholen, wir wollen Land, wir wollen all den sehen, was wir bekommen. Und dann sagt er im Vers 9, und der Herr sagt zu Moses, horche mal, ich will nur die kommen in eine dichte Wolke, so dort Volk mich hier im Wort, wenn ich mit dir rede, durch das wollen sie unendlich vertrauen und die haben, und dann geht er wieder, Gott und das Volk schlägt den Bund. So, wir wollen hier so handschreiben, ein Bund. Gott merkt den Bund mit dem Volk. Und dort ist der Mittelpunkt von das Volk Israel verstanden. Wenn wir das nicht mitnehmen, dann fragen wir uns, was mit all den Geboten. So, bloß das mal uns zu bringen. Wir wollen mal in der Wildnis ansiedeln und mit uns campen vor. Wer ist einmal alle bei Wapoka gewesen? Okay, eins von euch. So, das ist eine Jugendcamp dort aus von Chihuahua. Was ist das erste Ding, was du sagst zum Euren erst von einer, was du hast? Das stimmt nicht. Du hast einen Mann, das ist der Angestellte. Und dann hast du ganz weit von daheim fahren, das wird in der Boy. Und dann kommst du daheim, dann kriegen alle Jugend taub. Und dann übertrifft du so 2 Stunden lang, wo die Regeln alles sind. Von Sekretärremmen an, von Stubenbazaren, von Mailwaschmieten, von Lichterzwitschen, von uneng. Das ist das Einzige, was ich in denke habe von dem Camp. Wenn ich kann dem Mann bloß sagen, was verdrehen. So, das ist die Idee, was hier nicht passiert. Gott hat das Volk in der Wildnis angeschleppt. Ägypten ist hängen geblieben. Die Regierung, die Organisation ist dort geblieben. Bueno, das ist ein Versuch. Nu haben die ein ganzes Volk bei 2 Millionen Menschen in der Wüste und du sind keine Regeln. Was ist da? Das wird uns soll im Kopf klicken, wenn wir denken an die Geboten vom Alten Testament. Wir haben ein Land, wo eine Regierung fehlt. Also, wenn ich und Abraham und Johnny uns würden darstellen, wer weiß, was reich ist. Wir können uns Deutsch reden, wenn das sind bloß Meinungen. Du musst erst was sagen, was wir Frauen können, um zu sagen, wer ist reich und wer ist arm. Und das wird passiert. Gott hat das Volk nie geholt, nie sagt Gott, ich will hier mal ein Klampending sagen, wo wir das werden tun. Wenn wir nicht, das nicht schaffen. So, das erste Ding, was wir dann wollen, weiten, ist, das Volk hat geboten. Da werden wir dort lei. Und für die von Ihnen, die mit so halb auf Spanisch denken, da muss man geboten, kriegt so nun denken als Leyes de Gobierno. Das kriegt das selber. Wie plötzlich, wir sagen dort nur geboten, dann hört sich das so heilig, nicht? Dann denken wir so, ja, die geboten, das ist was Besonderes. Dort wird gebaut, das kriegt das selber, was wir brauchen, den Gesetz von der ersten Tag noch. Lei gouvernemental. Also die Regierung hat einen Gesetz und du holen wir uns an. Das Lei, das kriegt das selber, was wir brauchen, als gebaut. Dort merkt dann einen ganz anderen Eindruck, wenigstens an mich. So, wenn ich dann hier 10 geboten, dann ist es lang nicht so apart gesagt.
dort ist dann für ein spezifisches Volk, da haben eine Regierung eingeführt und die haben gebaut. Dann werden wir uns so checken, nun 2. Mose 20, wenn ihr das noch nicht wisst, dort so erster Tag, wo die Tiere gebaut und von Dach kommen. Und dort ist noch bei diesem Sinai-Berg, wo Gott in das Volk handeln und weil die mein Volk sind, weil ich ein Gott sind, und das Volk hat gesagt, ja, wie will, nicht kommt das erste Ding. So, wir wollen uns so lesen, vom Vers 1 wieder, dort sagt du, 2. Mose 20, Gott jäuf am all diese Wied in Seed. Ich sie der Herr, jün Gott, der jünt uit Ägypten, uit der Sklaverei gebracht hat. Und dann fängt er an im Vers 3. Wer will Vers 3 mal lesen? Okay. Mag ich mal wat het aanvang? Eind. Du soll bloß ein Gott sein. Wat is het tweede gebod? Sag goed. 2. Nicht auf Gott. 3. Gott sein Numen. Okay? Feuer. So gut, nu war ich mal mit warten. Der erste Ding, was das gesagt abhandigen wird, als dort, was wir von der Tag wollen sein, dort ist selbstverständlich, nicht? Ich habe erst von Jüngern mit so Verses, da fehlt nicht mal zu sein. Mir das. Wieso wirst du ein Volk aus Ägypten rückschlagen und dann zu sagen, ich will ein einziger und allein Gott sein, das sollen die doch all weit. So jetzt mir das. Aber hier kommen Dinge von Dach, wo wir so verstehen. So, ich habe gescheit weg abgelegt, auf die Titellinie. Nicht? So von Adam bis Abraham hat wir gecheckt, wo die Menschen lang genug lebten, zum immer wiedergeben und sagen, Gott, der wir Adam und Eva gemerkt hat, der dort im Garten Eden. Diese Wahrheit wiederzugeben, fing ich, dort wir dann nu, dort der Grundlehre für Gott sein Volk. Wir wollen unbedingt dort verstehen, als Gott hat ein Volk aus Ägypten durchgebracht, die wir umbund mit denen, dann wir das erste Ding, den Gott von dem Garten Eden, frisch seinen Platz geben. Und die Welt, die verdorbene Menschheit, fehlt ein Volk, wo du bloß einzig und allein redest von, wie dein dem wahren Gott. Wie dein den Gott vom Garten Eden. Wie dein den Gott, wo die Welt gemerkt hat. Wie dein den Gott, wo uns in Ägypten durchgeschleppt hat. Ich finde das großartig, wo das erste Ding, wo das Volk für einen Gesetz kriegt, bloß das in einen Gott zu haben. Und nun kommt das andere Weg rum, diese Gesetze, für wen wären die? Ist das nun ein Gesetz, was an allem passt oder nicht? Ha? Israel. Das ist, wer am Bund bei ist, der soll das anholen. Du fingen wir dann nu diese Feuerdinger. Gott allein, schein auf Gott merken, schein Gott sie nun nicht missbrauchen und den Sabbat holen. So für die von Jünd, wo du noch ein bisschen gepflegt sind, von Kindheit an mit den Sabbat anholen, dann mag ich, wie viele Jahre wir vergehen von der Schöpfung, bis Gott zuerst im See den Sabbat soll gerührt. Aber, wann kommt das Volk aus Ägypten rück? Wer jaft noch mehr? Dort soll die doch auch weiten, nicht? Wenn nicht, dann siegt die das so. So, Gott hat von Schöpfung bis dann schon gebaut angesagt für einen Ruhetag. Dort wir spezifisch ein Gesetz für das Volk. So, dort, weil ich bis gesagt habe, dort nächstes Mal, wenn jemand erst reden für Dinge, dann frag bloß mal, zu wem war das gesagt. Und du war wir nicht von dir und sie war angehen, aber du war wir unbedingt je wegbleiben dort,
wir lesen die Bibel für, was er sagt. So, für dem wird ein Sabbat anzuholen. Dann fing wir dort, die zweite Mose bringt noch einmal ein Stupselt je Geboten, so Leges. Wer will du dann mal sein, wohnt dort 50 Gebot das? Was? Okay, dort das Nummer 5, Alderen, en dan? Doodmerken. 7. Huh? Stehlen. 8. Den kan ik uitwendig leren. 9. Alles verstanden, nicht? 8 als Wort. 8 als, okay, aquamil. So, was dann, wo haben wir uns verbessert? 5 und 6 ist reich? Okay, was Nummer 7? Hebräer, okay. Hebräerchen. Und dann 8? Nicht still. Ai, dann habe ich das gesagt, aber geleerd ist einmal. Nee. Lehen. Nicht lehen. Entieren. Aufgans. Okay. Fein. Hier haben wir dann unsere Strip, wo wir dann hoffentlich wollen wir uns die 10 Geboten hartwendig lernen. Aber einmal, die ganze Kontraste von der ersten Feier und der zweite Gruppe von Geboten ist, ein haftet dann mit der Regierung, das ist Gott, und der zweite haftet dann mit der Nubasch. Und das Grundsatz, das ist die Grundlage für dort die Gesellschaft als Volk kann schaffen. Also diese Dinge zwei merken, dort merkt das Volk als Land verbrucht. Und wir morgen dort die Geboten anholen, bringt Erfolg, dort bringt Sehen, im Sinne von, du kannst viel besser schaffen. Und ich will Ihnen gleich ein Beispiel zu geben, wo Vertrauensorten wir sind. Wenn wir mit Landschachern hier in der Kolonie, dort tun wir einfach Wohnbereich. Und wenn er sagt, ja, schau es fertig, keiner von uns zweifelt an. Wenn er sagt, ich will das Geld bringen, dann bringst du mir ein kleines Geld, dann ist es fertig. Wenn er stellt sich vor, wo dumm wir sind, WhatsApp von Kanada Geld überwiesen hier in Portes. Ich will denen das Geld geben, die will die das Geld geben, die will denen das Geld geben. Und das schafft. Weißt du wieso? Bloß wenn dort viermal die Anstellung durchhängen. Die Gesellschaft dort folgt, hat Beneficios dort bleibt, bloß wenn das passiert nicht. Und dort fingen wir, als Gott hat nicht bloß eine gute Idee, die einzige Idee, was mit Menschen top vorkommt. Und dort hat er dann mit Gott mit einer Regierung, was nicht Volk soll mehr am schaffen. Stellt Leute bloß mal in der Lehre, dass die schon mal Angst haben, dass jemand besteht. Wofür anders würde es sein? Wofür anders würde es sein, wenn China jemand aufjänstig sein? Oder jedem anderen. Wow, das würde so anders sein. Da wo wir einmal Entscheidungen so anders treffen. Der Tag hat dann nicht zu tun mit Alderen, Doodmerken, Eigebruch, Stehlen, Lehen und Aufgangs. Was könnte noch sein, was in der Gesellschaft fehlt, dort das Wort schaffen? Erstens. Ja, das soll noch mit der rechten Einstellung getan werden. Nicht? Aber, okay, tragen nur uns die Feststellung. Wir sind hier nicht das nie Land, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Was tun, wenn wir das nicht getan haben?
Dankeschön. Du musst noch eine Nuffolge sein. So, wir haben von hier diese 10 Geboten. Dann haben wir ein Klumpen geboten. So, wer von Ihnen hat sich auch mal gewundert, wie viele Geboten du sagst? Ich. Weil es klein wie, wenn er mich will strufen, dann muss ich bis 2. Mose lesen, wenn ich weiß von Belehren, was angeht. Und das habe ich irgendwann müssen. So, wir fangen von 2. Mose 20 wieder. Von 20 bis 23, du sind noch einmal 50 geboten. Die 50 geboten haben meist alle zu tun, wo das dann nicht soll schaffen. Also Konsequenzen, Formen de hacerse und so weiter. Und dann fingen wir aber wieder noch einmal so ein Hektarfall geboten. Und ich wünsche, ich kann Ihnen dort mitgeben, dass wir eine Regeln für eine nie lohnt, was wir mal sagen. Gott hat ein Volk geholt, nie möchte nie lohnt. Dann sagt er, wenn die diese geboten werden holen, dann wollen wir das gebaut haben. Und dort wir schein. Dort wir vielleicht mit überdrehen mit der Hängwascherei und so oder so. Aber da hat ein Ziel. Wer weiß, was das Ziel wird? Wer immer nur Israel checken, was soll das sein? Ha? Den allmächtigen Gott. Stell dir vor, ihr wohnt so am Land und dann auf einmal trefft ihr nur bei der Art nicht Schweinfleisch. Dann fragst du den, wo ist eine Welt, wo sie nicht Schweinfleisch essen? Und dann sagt er, ich in dem Wort von Gott. Und der hat uns in Ägypten durchgeholt. Und der hat gesagt, Schweinfleisch essen wir nicht. Die ganz große Mehrheit von den Geboten, von was Gott dort Volk gibt, wenn ich das von der lese, dann denke ich so, jedes Mal, was die dort nicht tun, was die nicht sollen tun, haben die eine Gelegenheit, mal aus dem Tisch spazieren und zu sagen, ja, Gott holt uns in Ägypten. Und ob wir einmal war, das Abspanner sei wie dort, Punto de Interesse, von was die können, einen ganzen Klumpen Dinge reden. Und das soll von der schon ab bei uns Christen noch so dicht bei durch das selbe sein. Wenn wir dann aber das bekickt haben, dann werden wir uns nur 2. Mose 25 drehen. So, wir wissen dort nu, dass Gott hat sich ein Volk geholt und Gott hat dort Volk in großen Klumpen geboten, gegift. Also, dort dreht so steht. Wenn wir mal hier handschreiben, Pueblo, dort Volk wird in Ritt geholt und dann das erste Ding, was du musst passieren, das wird der Pacto. Also Gott mögt der Bund mit dem Volk. Das Bund, dort wird sehr einfach. Also der Bund hat Gott dein und Gott gehorsam sein. Gehorsam. Also. Okay, so Gott allein anbeten und das, was Gott will haben, das sollen die Menschen tun. Das zweite Ding, was du dann passiert sind, Gesetzen. Du erwähnst, du so sehr viel Gesetzen. Dann das dritte Ding, was hier passiert, dort fängt ich dort ganz bittergewöhnlich. Wir haben alle einmal gehört von dort, der hatten ein Zelt und mit dort schlappten diese Gramm und du wir die Bundestest bin. Dort Zelt, dort wird nicht bloß ein Zelt. Und ich finde dort, wie sind wie beschrieben dort Zelt für ein gleichzeitig. Wenn wir wollen, dreht man mit auf nur 2. Mose 25 und du passiert dort ganz wunderbar steht von der ganze Bundpark. So 2. Mose 25 und du so will ich lesen von Vers 1 bis 8. Dort sagt du, der Herr sagt zu Moses, sei die Israeliten, dort soll mich sollen Guven bringen. Nehmt Guven ab für mich, von jeder einem, so aus heu weil es zu geben. Das ist, was die sollen abnehmen. Gold und Silber und Bronze, Bleverode und Chlorrode Woll, golden Linzeichen, Kosenhoor, rot gewurfte Bockladers, Säukoladers und Akaciaholt. Lumpeneil, Tridarie für die Ansolvungseil und für scheinreckige Werk. Onyx und andere Dierensteine, die an dem Ephod und Bruststeck gesagt wurden. Dann Vers 8,
wenn er all diese Gaven angebracht, dann sagt er, du was sagen, wenn er wartet. Lut für mich ein Heiligtum gemerkt worden, dort ich du an jene Mäd wohnen kann. Vom Garten Eden, aber hier wird es nicht passiert, dort Gott manche Menschen wohnen. Und Gott merkt hier, im Evangelium Esforzo, die Menschen nur sich zu tragen. Also, das beides, wir unbedingt dort Volk seine sieht. Aber dann sagt Gott zu denen, ich will manchen wohnen. In das Zentrum sein von dort Volk. Die leben ja Gott. Die Worte Gott, wo Adam und Eva mögen, in der Welt mögen, in der Sinnflut mögen, und alles Eva jetzt. Die kämpfen rauf, nur das Volk wird auf Ritt geschlappt. Und dann sagt er zu dir, hey, bring mal klappen Sachen her. Bring mal erst was, wir wissen nicht gerade was, aber wir wissen, was das soll. Und dort wie eine Mäd soll ein Stufchen sein. Und Gott Allmächtig will du wohnen. Der Bund vom Alten Testament wird so viel von geredet wird. Der Mittelpunkt ist hier. Gott hat ein Volk frei gemacht von Sklaverei und hat es rückgeführt und hat gesagt, halt mein Bund und ich will dein Gott sein. Und dann lässt er ein Stufchen bauen und du wirst was heißt das Ding? El Arca del Pacto, der Bundeslade, mit den Tuffeln du bist, mit den 10 Geboten, du wirst Zweibackjes bist, du wirst, weißt du, alles interessante Sachen bist, du wirst ein paar Engelsboven, ich stelle mir so vor, dass ich nur Geschmack gelungen habe, du wirst mit Gold betragen, ein Blanket von allen Seiten. Aber das ist so aschelig und für mich als Mensch sagen, was für ein Geschmack es kostet. Lass die bloß für 5 Sekunden nehmen, dass du wirst aus Sklaverei rausgeholt. Wer weiß, vielleicht hat nicht dein Bruder dort gemerkt, als er geboren war, du hast es überlebt. Und deine Mama vertelt die, was schrecklich dort wir, weil sie Kinder anbrachten in Ägypten. Nu sei du Sinai-Buch, du bist vielleicht 14, 15 Jahre alt. Und alle Menschen fangen an, Holzschäden, Tiere, Dinge, die drehen, die alle durch in den Markt. Und dann fragst du, was hat ihr an? Und dann sagen die, wir bauen ein Zelt. Wenn Gott allmächtig, der wir uns hat rückgeholt, der will hier mal ganz wohnen. Ich weiß nicht, das Leben von den Menschen ist für einmal verändert worden. Wenn ja, Gott hat einen großen Klamm Dinger gesagt, sie sollen keinen anderen Gott haben, nicht jetzt mehr und Mama und Papa ehren und all diese Dinge. Und das wird vielleicht schwierig. Aber dann sagt Gott, das ist okay. Ich will bei dir wohnen. Und da wird der Unterschied merken von das Volk. Wenn wir das ganze Bild uns bis mal lebendig anschauen, dann muss das gerasslich so schön gewohnt haben. Gott hat uns frei gemacht. Gott ist uns Gott. Wir fangen aber auch dort, dass wir eine Treue leben. So, 2. Mose 32, da haben wir eine Geschichte, wo das Bild sehr hastig ganz in den Grund bringt. Wir wollen das hier nu, das das looten, und dann werden wir hier so, die Geschichte von 32 bis der 34. Kapitel, weil wir uns hier so bieten. So, 2. Mose 34, und ich werde so lesen vom Vers 6, vom Vers 6 bis der 10. 2. Mose 34, von 6 bis der 10. Dort sagt du, der Herr scheint, wie am Verbieten seht, der Herr scheint, wie am Verbieten seht, der Herr ist Gott, Mitleiden, voll genug, nicht leicht all und sei läuftulich und treuhartig. Ich habe treuhart geläuft für tausende Generationen, dort ich jene sind, jene Weiset benehmen und jene Widerspann zieht vergeben. Aber ich hole die Schuldigen nicht unbestraft. Ich straf doch Kinder und Großkinder sogar
Urgrootvinger für die anderen Erde senden. Du hast nu einen ganz komplizierten Tag. So Gott stellt sich dafür aus Vers 6, der Herr als Gott, mitleidend, voll Gnade, nicht leichtall, sehr leiftulich und treuhartig. So dort sind Gott seine Beschreibungen durch. Aber wer weiß, was groß für das passiert ist? Ja, wie fing die Geschichte von 2. Mose 32? Dat is de Geschichte von dat goldene Kalf. Also 32 und 33. Wer weiß, was da passiert? Moses wie uitgekleefd en hij weer 40 jaar voet. En nu hebben ook al hoopning abgegeven dat de Moses weer waar zijn. Taubje voet. Stimmt dat? Oké, wat weer groot verder passiert als Moses op een Wein abging? Oké, so dit weer groot angesagt worden. Gott hat sein Part gesagt und gedaan, das Volk hat gesagt, alles was Gott wat sagen, das was wir tun. Und dort wird das herrliche Ding, wo ich ein großes bildlich merke von Gott will man den wohnen. Das wird herrlich, so schön als es werden kann. Nu hat Moses auf dem Bein ab, aber die Frau wird sagen, wo will Moses auf dem Bein? Der will mit Gott reden. So, die Geschichte fehlt noch mit ein. So, Moses geht auf den Bein ab. Moses will sich mit Gott treffen. So, das erste Ding, was zu dieser Geschichte anfällt zu fragen, wisst das Volk, wo Moses hinging? Ja, die wissen das. Moses geht mit Gott reden. Dann 40 Tage Luther. 40 Tage. 40 Tage. Okay? 40 Tage Luther passiert diese Geschichte um Vers 32. Dort sagt du so um 32 ein, und so Volk sagt, dass Moses lang auf dem Berg bleibt, kommen seine Aaron und verlangten von ihm, merk uns doch einen Aufgott, der uns vorabgehen wird. Wir weiten gar nicht mehr, was mit uns Moses, der uns aus Ägypten brach, geworden ist. Okay. Nu werden wir uns hier so ein klein bisschen ein paar Dinge bloß von diesem Vers betrachten. Das erste ist, Moses wie lang am Berg. Das zweite Ding ist, kommen seine Aaron und verlangen von ihm, mach uns doch ein Aufgott. So, das erste Ding ist, die wir nicht ausschuldig, an dem dort den Kolf mögen und die Westen dort nicht dort den Aufgott mögen. Die nennen dort allen Aufgott. So, der erste Ding ist, ein Aufgott wird verlangt. Dann fürs nur dem, sagt dort durch, der uns vorabgenommen wird. So, das Aufgott, das soll nicht bloß Auswehr sein. Was soll das? Der soll das Volk dann nur noch leiden. Aber, was ist die Uitrede für das, was die tun? Ja, hä? Die sind nicht beständig, nur so ein kleines Stückchen beständig. Aber was sagt dazu? Wer hat die aus Ägypten rausgeholt? Stimmt das? Dort wird nicht Moses. Dort wird überhaupt nicht Moses. Ich würde, wenn ich hier in der Schule wäre mit mir, dann würde ich mir erst 2. Mose von 1 bis 32 lesen, dann würde ich mal abschreiben, wie viel Mal sagt dort, der Gott, was ich in Ägypten geholt habe. Du sagst so viel Mal. Und dort ist noch nicht mal übertrieben. Du sagst so viel Farsch, du sagst dort, der Gott, wer ich in Ägypten geführt hat. Wenn diese Menschen hier nicht zu holen haben, dort Moses, der hat in Ägypten geführt, dann sind die so arg. Dort wird nicht Moses. Also, nu werden wir uns das hier so
nach bildlich mehr. Was soll der auf Gott tun? Der soll dann leiden. Nur ihrer Meinung nach, was hat Moses getan? Der hat ihn gelehrt. So, das soll dann nu der Tisch sein, ein verandert. Meint ihr? Dass wir Moses als Furt, nu werden wir uns nie in Moses mehr. Dat merkt dat bloß noch viel schlimmer. Nur meiner Meinung nach, dass wir so fleischlich was angeht, wenn ja Moses hat uns aus Ägypten gelehrt, das Furt, nu weiß ich nicht mal, was wir sollen tun, nu fehlt uns ein frischen Moses, und dann haben die beste Reise in Kolf mehr. Da wir so traurig. So traurig. Wenn der zweite Gebot als Wort nicht aufgetan mehr. So, das erste große Versinken, wo das ja von dem Volk, dort ist dort zweite Gebot berät. Also Gott ist nicht mehr Gott, wir wollen uns einen frischen Gott segnen. First eine Frau oder eine Bemerkung dazu. Ja, nee. Dort wir traurig genug, was du anging. Hä? Die deed dat zelfs. Oh. So. Dat kan wel niet zo lang gewassen. Wenn dat die Geschichte, wir wollen nicht krieg wo lang dort waschen wir, aber das passiert an den Saljenberg und das passiert alle um Riem. So, Gott kann erst Moses sein, ich will ein Gott sein, weil ich mein Volk sein. Dann sagt das Volk zu Moses, gut und Gott, und sei dem wie will. Dann kommt Gott mit Moses und redet den alle Geboten, dann bringt er die Geboten drauf, und dann geht Moses, trägt mit Gott reden, und dann passiert das. So, das wir bloß ein und anderen. Aber die Frau oder die Bemerkung, die du hast, das ist nur Jalje. So, das meint, das sagt uns nicht. Aber wenn wir uns die Geschichte überlesen, dann fingen wir dort von dem Volk, dass wir nicht bloß 99%, dass wir alle bei Moses hatten sich versündigt. Und dort merkt er, dort sehr traurig. Und wir fingen dort, Moses sagt hier zu Gott, vernichtet das Volk und riem dir ab und dort ganze Pack, dort ist verständlich, wenn, ich weiß nicht, was wir haben, das wird verständlich sollen brauchen, aber wir können uns ein bisschen anschauen, was wie gerade alles passiert. Da wir so scheinen herrlich, Gott hat gesagt, ich will mal bei ihnen wohnen. Und dann versündigt alle Menschen. Und Moses deed nicht, wenn er wieder da oben am Berg bei Gott. Aber Aaron, der Haupt, oder der El Vocero, der Prophet, der jeden Büten Kolf. Dort sagt er, der sagt, dann bringt man alle ihr Geld her, und dann steht ein Zeltbüren, wo Gott soll beim wohnen, wo man einen Kolftop steht. Und dort ist schrecklich, uns zu nennen. Wir fingen dort durch so wieder, wenn wir trägen auf Kapitel 34, dann fingen wir dort die Version, wo ich kurz los, wo dort sagt, der Herr ist Gott, mitleidend, voll Not, nicht leicht all, und so leiftulich und treuhartig. Dort fehlt, dort das Volk überleben können, nur dem dort sie diese Sinn begonnen hat. Wir fingen nur so wieder, wenn wir diese Geschichte wieder lesen, im Kapitel 34, bei 40, ein frischer Anfang. Also, das erste Mal, das hat nicht geklappt, dass wir alle zwei, wir fingen dort ab Spanisch sei wie ein Fracasso. Dort Gott hat das Volk wohl annehmen, hat nicht geschafft, der hat sich fürchterlich versündigt. Dann im Vers 24 fängt dann das, Kapitel 34, du fängst ein frischer Utfang an, mit das Volk sein Taub zu kriegen.
Vor wie du hangehen, weil wie du ans du lesen, der letzte Vers von dem Kapitel 34. Wer will du so lesen mit mir auf 2. Mose 34 von Vers 28 bis den Kapitel. Muy bien. So, dort durchbust die Evidencia. Wo ging Moses han nur dem te maken reden? Eerst ging hij met een bochtnap en nu am zout. So, bloos am motormerken, lees 2 Mose fresh thuis. En maak je wo schijnt dat weer, dat God mangt dem wohnt. Aber wir wollen nicht ans der Aspiration merken, an das Zelt anzuwohnen. Trägt, wenn ihr in 15 Jahren schon jung zu sein, und wir haben ein Zeltgebiet, und dann stellt ihr bloß für, du setzt du so beim Angang, du so ein bisschen so plitsch, wenn dann seht ihr dort schön Dinge zu sein, wo wir vielleicht nicht selber sind. Und dann hockt ihr in Checken, dann kommt Moses ins Zelt an, und dann weiß ich nicht, was da passiert, und dann kommt er durch, und dann habt ihr Löns über den Kopf. Und dann fragst du, was passiert mit Moses? Und dann sagen die, weißt du was, Moses hat mit Gott sich getroffen. Und der Gott ist so allmächtig. Da war Moses zurückgekommen, der strahlt. Und du wirst ganz schön kriegen. Bloß so zu weiten, dass der Prophet, wo Gott geschickt hat, der hat mit Gott spazieren und der ist, wow, du passieren Dinge. Wir wollen uns sein nächste Sonntag, das Bund, und wo das dann noch schließlich vor das Bund kommt, mit sich anschauen. Moses merkt frische Steine Tufeln und er bringt das Volk frisch, das Angebot, weil die Gott sein Volk sein, weil die nicht. Und ich will dir auch merken, lest die Geschichte, tschüss, dort merkt die Geschichte und Schauf vollkommen. Dankeschön.